So, hallo, sind wir wieder zurück. Beim ersten wirklichen Part vom Traden, der andere ist ja nicht aufgeladen worden. Jo. Der andere hat einfach eine Störung, hat dann nicht aufgeladen. Das war echt schade, weil das war echt ein gutes Video eigentlich. Da ist ein Read ausgelaufen, schön. Und wenn wir den kriegen, das ist natürlich auch hübsch. 9,3, ja, das bringt uns nicht sehr viel weiter. Okay, gut. Ich bin ordentlich am Traden. Haben wir hier 9000. Hier haben wir nochmal 10.000 versetzt, das heisst 19.000. Plus der 30. Spieler, davon nochmal 2 Informs. Ja, eine Ratte und der Fletcher. Ja, der ist Abstoßinform, habe ich für 9,5 gekauft. Ich habe geschaut, aber verkauft eine Stunde lang, sonst stoße ich nachher ab. Ja. Das ist gut, die laufen alle aus. Da werde ich sicher noch 1, 2 verkaufen, glaube ich. Das ist gut. 19.000, da haben wir die Coins schon wieder. Bam, wieder rausgehauen. Hallo, bitte raushauen. Nein, wir haben gerade 11 drauf. Wir schauen mal, was erwartet ist, aber ich glaube, es ist 13 gesehen. Breed. Ja, 13. Das heisst, für 11 war voll okay, also 13 ist das billigste. Okay, das ist klar das billigste. Das heisst, für das können wir wirklich verkaufen. Das verkaufen wir dann. Und das war dann ein Gewinn von 1000 Coins. Ich meine, sagt mir nicht nein, oder? War okay, aber ich glaube nicht, dass das da durchkommt. Ja, kann schon wieder gehen, tschüss. So, dann tun wir in diesen Minütchen, machen wir nochmal gross. Tun wir nochmal Abstoßinforms holen. Genau, das macht man nämlich so. 9200, 9700. Gold, dann sucht man, Sentio ist überboten worden. Da haben wir schon mal geboten. So, und dann sucht man einfach mal. Genau. Für den müsste man 9,5 bieten, das ist nicht. Für den müsste man 9,3 bieten, da hat er es schon gemacht. 9,4, ja, das bringt man nicht. Okay, gut. Dort haben wir einen übersehen. Nicht so schlimm, ist wahrscheinlich nicht das Schnäppchen vom Jahr gesehen. Jo, 9,6. Kalu. Hat sich ein Kalu verirrt. Das ist natürlich nichts, das ist natürlich ein Scheißwert. 9,5, genau, 9,5, jawohl. So einen habe ich vorher mitgenommen für 9,5. Ricardo Carvalho. Eigentlich könnte man mal den Sentio suchen, das ist nämlich so eine geeignete Inform, um so drauf zu bieten. Weil, wenn man den kriegt für 9,3, was auch sehr gut möglich ist, ja, gehen wir nochmal schnell raus. So, wenn man da kriegt für 9,3. So. Dann schauen wir mal. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen viel Zeit, um darauf zu bieten. Das suchen wir lieber immer wieder mal. Und nochmal. Mal schauen, ob das klappt. Sonst einmal 9,3 würde ich eigentlich drauf setzen. Ich meine, 47 Minuten sitzen wir sicher noch da. Da auch schon. Kritisch. Machen wir. Wir machen es, weil in ein paar Minuten läuft noch ein anderer Spaß aus. Läuft nämlich der kleine Spaß aus. Das heisst ein paar Minuten 18. Ja, 18 Minuten, das ist natürlich nicht gut. Ja, egal, klappt schon. Und dann machen wir halt mal, wir haben jetzt nicht mehr viele Coins, he? Da tun wir mal so, zack, suchen wir uns halt Bronzespieler. So macht man es halt, wenn man kein Geld hat. Jung Hohn. Ja. Ja, schauen wir mal, was bist du aktuell? Hohn. Jung, Hohn, J, Hohn, Jung, Klassiker, kein Preis, Thompson, ja,
Da würde ich mal lieber für den schauen. Der hat ein bisschen mehr Pace, hä? Hemmings. Ashley Hemmings. 400 Coins in die Tasche. Da bieten wir doch gern ein Zombie. Starke Werte. Oh, ein Zombie. Marcel, ein Zombie. Okay. Den halt nicht, oder? Aber eigentlich müssen wir nicht mehr zu viele Spieler kaufen, also wenn nur dann für viel gewinnen will. Ja, es ist halt schon so, dass meine Transferliste schon ziemlich voll ist. Ja, meine Transferliste schon ziemlich voll ist und dann bringt es halt nicht, wenn ich 30 Spieler kaufe, dann die ich gar nicht anbieten kann. Dann muss ich meine Transferliste erweitern, dass ich mehr Spieler pro Mal shooten kann, oder? Ich meine, wenn ich jetzt 60 Spieler kaufen könnte, überleg mal, oder? Dann könnte es schon sein. Dann, 60 Spieler verkauft, das wäre ja krank, oder? 600. Da können wir auch zweimal durchklatschen. Ich meine, 60 Spieler pro Stunde, das ist voll geil, oder? Ich würde so einen Gewinn raushauen. Das ist eigentlich krass. Bist du's? Nee, du bist nicht. Muss mit Apostroph ausschreiben. Mal schauen. Nein. Ah, jo, dann schreibst du falsch. Ja, so. Eben. Toll. Jetzt gebracht. Dumbuya. Ah, den habe ich schon ein paar Mal gekauft. Die Frage ist eigentlich, was ist der wert? Kaufen zweimal für 200? Ja. Holen wir uns den wieder mal. Das ist eigentlich immer ein guter Markt zum Kaufen, weil er hat sich einfach immer verkauft und das sollte er. Jetzt haben wir für 250 verkauft. Gewatze, hä? Gewatze, so, was sagst du? Bist nicht wert. Jo. Also, an alle Schweizer da draussen. Geht traden. Traden, Jungs. Und zwar, macht wie ich. Klappt wunderbar. Einfach. Alle abgelaufen. Kein Interesse an den Spielen, Tschüss. Könnt ihr nochmal ein Stündchen. Nein! Jetzt habe ich den nicht, bitte nicht. Da ist ja noch, sorry. Ich habe schon gedacht, kein verkauft für den. Erstaunt mich jetzt, der Wilkie. Der ist doch nicht mehr wert. Der ist doch. Ja, okay. Muss ich Pizza absetzen. Dann tun wir nächste Runde, also wenn sie jetzt wieder auslaufen, dann tun wir nochmal die Preise anpassen. Weil, sind halt alle schon noch ziemlich hoch gesetzt. Jo, dann schauen wir halt mal. Tun wir die wieder ein bisschen abschrauben. Jo, und dann heisst es wieder traden. Jo, wunderbar. Also, dann gehen wir nochmal schnell die Trading-Taktiken durch. Erste Trading-Taktik. Inform-Trading-Taktik. Die geht so. Man tut halt das einstellen. 9200 Mindestpreis, 9700 Maximalpreis, Goldspieler. Man kann es mit Silber machen. Ich habe einen Spieler so gefunden, aber ich will jetzt Gold machen, das ist eigentlich die Goldmethode. Dann holt man sich noch die Seite an, Footbin, da kann man den Preis nachschauen, die sind wirklich richtig, die sind perfekt richtig. Da, man kann gerade mal liegen, Rad, den habe ich mir geholt. Aus Versehen jetzt Liga angeboten. 9900 ist jetzt auf sofort gekauft. Was ist da los? Ich habe einen für 9500 mitgenommen und für 11,57 draufgestellt. Ja. Ist vorher 10 Sekunden ago, der läuft gerade aus. Ja, den habe ich mir geholt. Ja, und eben, dann sucht man. Und man sucht einfach Spieler und bietet genau so viel, dass man sie für Gewinn abstoßen könnte. Und wie man ausrechnet, für wie viel man sie abstoßen kann, für wie viel man Inform abstoßen kann. Das kann ich auch noch sagen, das ist wahrscheinlich auch noch interessant für ein paar Leute, das wissen auch nicht alle.
Da haben wir einen schönen Rechner. Also, Gold-Informs muss man das Rating mal 122 rechnen. Das heisst, da 77 mal 122, das gibt 4394. Oh, Mathe-Genie! Ja, das war da. Dann bieten wir 4,3 auf da. Und wenn wir die bekommen, stoßen wir beide ab. 94 Gewinn pro Spieler. Das ist okay. Und ich meine, was war der Aufwand? Centio-Giga, schnell suchen, drauf bieten, fertig, oder? Ja, das war es, oder? Das ist die Taktik. Bei Silberspielern muss man es mal 70 rechnen. Das heisst, Rating, die sind ja maximal 74er, mal 70 gibt 5180. Das ist der teuerste Silberinform zum Abstoßen. Und der billigste ist, glaube ich, unter 2000. Was unter 2000? 4500. Ja, das ist halt der billigste. Und dann Bronzeinforms muss man mal 40, wenn ich es recht im Kopf habe. Ich schaue mal schnell nach. Mal 20. Ja, da 1280. Genau. Okay, 1280. Eben, so rechnet man das aus. Das heisst, Bronzespieler mal 20, Silber mal 70, Rating mal 70 und Gold Rating mal 122. Dann haben wir das Mysterium auch mal gelöst. Mein Fletcher ist verkauft worden! Nee! Eben, ich frage mich, wer zum Fick kauft den? Wer kauft den? Ich frage mich einfach immer. Wer hat den gekauft? Wer ist so scheisse hirnrissig und kauft den? Wir können mal schauen, was ist sein wirklicher Preis? Fletcher. Für 10.000 Verkaufspreis haben wir den sogar mitnehmen. Aber man findet die, wenn man den sucht, da findest du 30, die unter 10.000 bieten kannst. Ja, das ist jetzt einfach mal der Gewinn. So macht man Gewinn. Von der Hirnrissigkeit der Leute. Unglaublich. Es ist einfach krank, wie hirnrissig das ist. Eben, also, so macht man halt Gewinn, ja. Jetzt schauen wir mal, ich erzähle jetzt weiter. Eben, dann die zweite Trading-Taktik ist mit Silberspielern und die dritte Trading-Taktik wäre noch mit Bronzespielern. Das sind meine momentanen Trading-Taktiken. Ja. Eben, und die werde ich noch ein paar Mal durchgehen jetzt. Und ja, dann lade ich das Video auf und dann, ja, schauen wir mal, ob es jemand anschaut. He? Du, hat du schon einen Fletcher? 9,5. Vorhin habe ich so einen für 9,5 mitgenommen. Auf denen gibt es 3 Millionen. Aber ja, kriegt dann halt keine Lust. Dann halt nicht, oder? Nein. Ja, habe ich gesagt. Das ist so leid. Was? Ja, ich frage mich schon manchmal. Ja, dann werden wir uns nochmal einen Fletcher holen. Ich meine, wenn es klappt, werden wir uns nochmal einen holen. Ich habe nichts dagegen. Also wir können es noch machen bis zur 15. Minute. Machen wir hier noch das weiterdrücken. Aber dann holen wir halt einen Fletcher. Oder Ricardo, den müssen wir für 9,6 holen. Das ist aber kein geschickter. Die besten sind wirklich 77er Inform. Die können euch immer freuen drüber. Die kann man für 9.300 holen. Eine Peri. Der ist nicht wert. Oder? Ich glaube 11 ist schon wert. Ah ja. Doch nicht, hä? Okay. 9,5, das ist aber der perfekte Preis, hat er drauf geboten. Da hat zwar Higuains auf dem Markt. Was die für diesen Preis machen, ist die andere Frage. Jo. Ja. Sieht jetzt nicht so aus, als ob wir da noch jemanden hätten. Schauen wir noch, bis der nächste Inform kommt und dann suchen wir uns den Fletcher. Okay, nix. Also suchen wir uns einen Fletcher. Fletcher. So, 9,5, 9,4. Eine. So viel. Nein. Für den machen wir das nicht. Für den anderen aber, für den Sentürk, machen wir doch alles. Für den Sentürk machen wir alles. Da ist wieder ein neuer drauf, hä?
bieten wir auf den drauf. Wieso nicht? Also ich glaube, dann hören wir jetzt die Trading Session auf. Ich zeige noch schnell den Silbertrick, also Trick Silbertaktik. Hier 250 oder 300 drin. Nach Belieben machen wir 250 drin, dann hier 600 und dann wird gesucht. Und eigentlich ist einfach, man sucht einfach immer. Hübscher Verein übrigens, das Wappen gefällt mir sehr. Ist gerade überboten worden, das ist mir jetzt wurscht. 73, da kann man 250 drauf bieten, das ist nur vom Rating her, da kannst du mehr abstoßen. Aber für den müssten wir jetzt eigentlich schauen, der Money. Schauen wir mal. Das ist sicher etwas wert, ganz sicher. Erstli. Nicht gerade viel, hä? Okay, hat jetzt mehr erwartet. Aber ja, die Olis bieten wir. Torres, ein 90er Pacer, ja, den kenne ich, der ist nicht wert. Aber trotzdem, schauen wir. Der ist doch nicht wert gewesen, oder? Torres, welchen Club hast du? KSC. Da soll auch noch einer wissen, was das für ein Club ist. Was ist denn das für ein Club? Hier, KSC. 500, sagt mir doch nicht nein. Eben, bieten wir drauf. Dainelli, ja, können wir auch holen. Vargas. Und es ist wirklich überraschend, wie man die einfach alle bekommt. Einfach, wie das eine scheißegal ist. Shelby. 1700 wert. Das war jetzt zum Beispiel ein. Und dann bietet man immer etwa die Hälfte drauf. Das heißt, wir machen jetzt mal 850. Okay, so viele Coins haben wir nicht mal mehr. Okay, 700 Coins. Und wenn man alle Coins versetzt hat, dann kann man sie natürlich immer zur Transferliste machen. Und ja, dann warten wir wieder ein bisschen oder macht etwas anderes. Oder ja, könnte man jetzt schlafen gehen. Okay, also das war, wie ich trade. Eben mit Goldinforms trade. Silberspieler und Bronzespieler. Bronzespieler gebe ich 150 Maximalpreis und etwa 600 Sofortkauf mindestens. Bei Silberspielern gebe ich das ein oder das. Kommt nicht so drauf an. Und bei Goldspielern haben wir gesagt, hier 9700, hier 9200. Und dann suchen und abgehen der Spaß. Rating berechnen. Rating, wie man den Abstoßpreis berechnet. Genau, Rating mal 122. Das war's. Genau, das ist, wie man es macht. Haben wir einen verkauft. Den Dyer haben wir verkauft für 500. Süße. Den haben wir gekauft für 250. Fürs Doppelte verkauft. Das ist doch okay, das ist okay. Da war auch ein super Kauf. Der Vejinovic. Für 450 Coins bekommen. Und was der wert ist, meine Freunde? Ja, 4-fache Preis kannst du verkaufen. Mein hat sogar noch so ein tolles Attributkarte drauf. Wow, unglaublich. Okay, ist auch noch Wort, oder? Nein, das heisst, wir haben nicht verkauft. Der Hula ist auch wieder weg. Eben, da sieht man, es funktioniert wirklich. Die Taktiken funktionieren im Ernst. Einfach ein Träumchen, wie die funktionieren. Und eben, wenn man anschaut, wir haben auf 3 Informs 9300 Botten. Und dann haben wir noch ein Silberinform selber. Das heisst, wir haben schon mal 40.000 Coins geknackt. Plus die da. Ich sage, 45.000 Coins sind auf unserer sicheren Seite. Würde ich sagen. Die das noch, da haben wir mindestens locker 45. Den Hemmings haben wir gerade bekommen, wunderschön. Schauen wir gerade mal, was da wert ist. Hemmings, Ashley, 400 Coins in der Tasche. Dort macht man 300 und statt 400 macht man 350 rein. Jetzt kommt euch der Schlaue und kauft den weg und meine auch und bietet beide für 600 an. Ich habe keine Lust zum der Schlaue sein, ich verkaufe lieber die Einzelnen. Ja, man kann natürlich auch selber der Schlaue sein, wenn man das denn möchte. Ja. Du Barbosa, Baptista, bieten wir auf die 52 Coins. Das ist doch okay. Genau, ja, also das war's mit dem Video. Keine Lust zum 3-Stunden-Video machen. Okay, das war's gewesen. Das ist, wie ich trade.
wenn noch mehr Part davon sehen wollt oder ich irgendwelche neue Taktiken habe, dann würde ich die aufladen. Also, dann viel Erfolg beim Traden. Ich trade jetzt noch ein bisschen. Und ja, wir sehen uns bei weiteren Videos. Tschüssli!